Herzlich willkommen zu Mengem kleinen oder großen Jahresrückblick vom Jahr 2024. Das viel passiert, richtig viel passiert. Schon die Jahre mit großen Ambitionen angefangen, die ich nicht alle gut erfüllen konnte. Es gaufen ein paar Rückschläge, wenn ich so will. Angefangen damit, dass man Probleme mit einem kleinen Mädchen und wird wirklich massivst Schlafprobleme hat. Und das hat den ziemlich platt gemacht in diese Saison. Und durch so Sachen können den dann heinst du auf einen Punkt, wo ihn nicht die Energie hat, für die Projekte weiterzuführen, wie das eigentlich verdient. Da gibt es Sachen, wie, wo ihn sich extremst drauf gefreut hat, die sich als quasi Katastrophe herausgestalten. Wir schwätzen von einer LGX, die wo ich gefragt sie für do Mat zu machen, wo ich mich wirklich gefreut habe, für Mat zu machen. Soll ich sagen, war schrecklich organisiert. Bezahlungen sind nachher mal nicht rausgegangen. So viel dazu. Wenn es ein Statement dazu wird, war halt ein bisschen ein Reinfall, wenn ich so. Trotzdem hat das Ganze einfach auch diverse Positivseiten. Ich konnte ein paar Leute von ihr kennenlernen, die mir Sachen tatsächlich gucken, weil das kriege ich ja nicht immer so matt an singen Bildschirm an. Das ist immer so ein bisschen ein Motivationsboost, wann ihn dann auch mal am realen so zustimmen kriegt. Das ganz ganz flott. Dann habe ich noch eine Neuerung, die ist echt so zum Schluss vom Jahr kommen. Und zwar habe ich mein Channel abgesplittet. Den Video hier lebt aktuell noch im Filmlift-Kanal, weil du die meisten Abonnenten sind und auf dem anderen noch bald kennen. Es schon aber mengenisch auch noch nicht so wirklich kommuniziert, wie das ganz los ist. Schon da einen Post gemacht. Ich mein Channel auf Instagram kurz gepostet, aber hier im Channel habe ich mich noch eigentlich gar nicht dazu geäußert, was da passiert. Und zwar hatte ich immer die Impression, dass es viele Leute gehen, die Filmreviews gucken, aber keinen Bock auf den Gaming-Content haben. Und da war meine Schlussfolgerung dann, am Platz alles zusammen zu mixen und dann mehr auf die Interessen von den Leuten anzugehen. Das heißt, Filmlife-Channel wird rein filmbasiert sein. Das heißt, wenn du einen Vlog oder so könnt, dann ist das rein filmbezogen, aber die ganze Rest, auch eigentlich die Video hier, müsste eigentlich auf dem anderen Channel kommen, aber aus Angst, dass dann da gegen lo immer gehen, lebt dann lo aktuell nach hier. Aber ab dem Zeitpunkt, wo die Video dann online ist, wird so etwas aber nicht mehr im Filmlife-Channel passieren. Dem anderen Channel laufen so Vlogs an Gaming-Content, an Filmlife-Account bleibt rein Filmlife. Filmreviews, Premieren, was auch immer. Das heißt, auch wenn ich mich mal dazu berappelt kriege, den Stream mehr intensiv zu machen, mehr regelmäßig zu machen, weil ich muss ehrlich sagen, das heißt ein bisschen eine Motivationsbremse, weil der Stream so sporadisch ist. Ne? Weil auch die Reichweite vom Stream so sporadisch ist, aber die Highlights waren aber eine Zeit schon gut angekommen. Wenn es denen am Anfang genannte Probleme ist, das ganz natürlich nicht immer so ganz einfach, das mit der nötigen Motivation weiterzuführen. Am nötigen Engagement dabei zu sein, ist nicht immer ganz einfach. Weil, ja, mit schlechter Laune den Stream ummachen und gut Laune 40 spielen, ist irgendwie 40 nicht, 40 komisch. 40 für mich auf jeden Fall komisch. Mal gucken, wie es am Jahr 2022 weitergeht, wie wir da hier kommen. Ich verspreche da nicht, aber das ist auf jeden Fall etwas, ja. Trotzdem holt das Jahr 2024 aber nicht mehr so deprimierend Situationen haben wir los. Ich konnte vieles erleben, ich konnte vieles mitnehmen. Es sind hinter diesem Jahr Präsident von der ALPC, Association Luxembourgeoise de la Presse Cinématographique. Und da hat man verschiedene Möglichkeiten geboten. Am Anfang vom Jahr, zum Beispiel im Luxfilmfest, bei denen ganze Sachen konnten dabei zu sehen, auch zum Schluss Dead Don't Hurt, dem Viggo Mortensen sein Film, können Sie gesehen am Wiki Krebs und der Viggo Mortensen noch live am Saal können Sie gesehen, war Start an Jahr, den wirklich cool war, wo ich mich wirklich gefreut habe. Und auch an der Jury vom Cineast Festival können dabei zu sehen, war auch ein neuer Moment für mich, den mir ganz viel Spaß gemacht hat, dem man viel Kraft aufverlangt hat, weil es wirklich eine schwere Situation war, eben beim Schlafen mit einem kleinen Mädchen, wo es schwer war, den Pflichten da noch zu kommen, aber trotzdem hoffentlich, dass es sich am nächsten Jahr da mehr Energie haben, für das mit mehr Engagement nach Enke zu machen. Und das ist auf jeden Fall cool gewesen. Also überhaupt, man kann dann so in seiner Jury dabei zu sehen, hat man
trotzdem ganz viel Fred gemacht. Dann schreiben ich lo für EU alleine schon an 2023 angefangen das Jahr relativ viel Reviews für Revue geschrieben, die stabisch as nicht Mama gehen am Jahr 2024 bleibt lo aufzuwerden, wie dann lo am Jahr 2025 weitergeht, aber da konnte ich ganz viel Reviews schreiben an Revue hört man an dem Sinn relativ viel Dieren abgemerkt. Ich konnte endlich mein Kinepolis Squad, wo ich dann Gott sei Dank nicht mehr für alle Kinos Ticket muss bezahlen. Kinepolis hat man ja schon an den Jahren für rund immer 2 Tickets in den Monat zur Verfügung gestellt. Das wird aber dann schon da während der Saison habe ich mit Kinepolis noch nicht aufgebracht, weil ich gedacht habe, die 2 Tickets können wir ja einfach beibehalten und die als regelmäßig verspielen. Mir fällt gerade auf, dass ich noch 2 Tickets verspielen muss. Und davon profitiert ihr ja eigentlich. Für mich ist es kein Mehraufwand, ich kann auch immer die 2 Tickets von Kinepolis an verspielen die nicht. Das heißt, wenn da mal 1 oder 2 Tickets für die Kinowelt gewonnen, dann beantwortet einfach die Frage, die ich am Video stelle, an die Kommentare. Normalerweise ist es immer so, wer ihre Lieblingsfilm zum passenden Thema damals. Normalerweise immer. Ich muss da nicht so kompliziert machen, weil, sind wir mal ehrlich, ich habe nicht tausende von Leuten, die noch gucken und tausende von Leuten, die kommentieren. Das heißt, die Chancen stehen eigentlich immer ganz gut, dass ich mal ein Ticket gewonnen. Aber wo das Coolste im Jahr 2024 passiert, das ist auf jeden Fall für mich, wo ich mich wirklich gefreut habe, war ganz einfach, dass ich auf der Gamescom konnte. Ich konnte Gamescom am Jahr 2024 mitmachen als Presse. Ich konnte an die Kulisse gucken gehen. Für die den Vlog schon gesehen und haben die Zeit auf Instagram verfolgt und die Werte mitgekriegt haben, dass ich zu der Zeit ganz viel Content rausgeballt habe, weil ganz viele andere waren, die auf mich rangeprasselt sind. Ich werde nicht Gamescom im Detail erklären. Ich meine, Chat hat ausfeierlich gemacht. Aber das war auf jeden Fall ein Tag echt können ranzugehen, eine Stunde echt können ranzugehen, eine Stunde lang können zu bleiben. Eng Messeparty können Matze machen, nach einer Party rundherum können Matze machen, Leute kennenzulernen, wo man auch Dieren abgemerkt gesehen, dass ich Leute von Capcom kennenlernen, von Microsoft, von Epic, von 2K, auch noch Kontakt zu Ubisoft kann aufbauen, obwohl Ubisoft aktuell natürlich nicht gerade an der besten Position steht. Trotzdem konnte ich da ganz cool Leute kennenlernen, ganz faszinierend Leute kennenlernen, mit denen in den Haut nach, also nur nach nur der Gamescom nach eins Kontakt aus. Das war einfach schön. Ich hoffe, oder ist immer ziemlich sicher, ich werde nächstes Jahr nach auf Gamescom gehen, egal auf welcher Form. Ich will etwas für die Revue machen oder nicht, aber Gamescom werde ich wahrscheinlich nachher nicht machen, aber wahrscheinlich auch nachher an der Position, weil das war schon legendär. Das war ein großer Moment für mich, das hat mir ganz viel Freude gemacht, das war ultra viel Arbeit, das war ultra stressig, das sind oben so am Bett gefallen. Ich war so am Ende zu der Zeit, also von meiner Kraft hier physisch, aber faszinierend, einfach cool, an eine schöne Erinnerung. War nicht sogar eigentlich die schönste Erinnerung, die ich in 2024 habe. Da geht das ganze Thema am Eldoradio geht weiter. Ich meine, die Gaming News, die auf Instagram kommen, ein kleines Format, wird einfach ein bisschen Gaming News von der Woche bis rekapituliert an Podcasts, die natürlich noch immer weiterlaufen. The Gamer Things, die noch immer weiterlebt. Mal schon sprechen, wir sind schon lange im Gang, 2020 schon mal angefangen. Das geht da nur an das 5. Jahr, dass wir das machen. Das eine lange Zeit, die sich nicht so lange aufhielt, absolut faszinierend. Dann muss das so Podcast für Pappen, 4 Pappen, den man aktuell tatsächlich schwer fällt, weil es eben die schwer Phase gerade aktuell ist, fällt man eins schwer, den Humor ranzubringen in das Format, wie das Format eigentlich geduld war. Aber das geht trotzdem weiter. Und dann ein anderer Podcast, den nicht Eldoradio lebt, aber den Plot-Twist, den ich zusammen mit Jaja machen, dem auch ganz viel Fried möchte, wo ich noch über Filme schwätzen will, weil nicht alles an mein Video passt, eben du am Podcast noch kann rausballen. Und du ein mega guter Partner von tun, für das ganze zu machen, was mir ultra viel Spaß macht. Aber da ist auch divers Tieren abgemacht. Weil da ist ein großen Artikel auf Cover von der Revue gebracht wird, eine Invitation für die Filmpremiere vom Eileen Burns engem Mariannengraben, wo man dann auch do ganz cool Leute konnte kennenlernen, an einer ganz coole Aftershow-Party konnte sehen. Auch ein super cooler Erlebnis, was einfach nicht mehr Spaß gemacht wird, wo ihn einfach von den so drüber reflektiert sieht, wie cool da sehen an denen Situationen kann dabei sein. Und das sind die Momente, die ich jetzt im Jahr 2024 hatte, ganz viel Filme gucken gegangen, ganz viel cool Momente konnte erleben, ganz viel faszinierender cool Leute konnte kennenlernen. Schon 2024 angefangen mit großen Ambitionen, schon mal schrecklich viel geholt.
dat werde ich 2025 Schnitt machen. Ich werde 2025 op den Stuhl kommen losen an ich probieren die Probleme, die man 2024 spurt huet ein bisschen an den Griff zu kriegen, da ein bisschen zu managen, für allem am Kopf zu managen, vielleicht auch ein bisschen viel zu wollen, ein bisschen Zeit für mich zu wollen und nicht immer zu schaffen, weil effektiv unisch das Jahr viel geschafft. An einer erster Linie vergisst ich doch gerne um mich selber, wird nicht ganz besonders. Wir probieren ein bisschen Zeit für mich zu finden. Probieren dat dummer da alles an den Griff zu kriegen. 2025 mit großem Elan, großem Engagement op den Stuhl kommen losen und hoffen, dass das genauso gut geht wie 2024. Es sind op Hilfe angewiesen. Guck dir gerne den anderen Channel und das direkt hier drin verlinkt. Alle guten die Videoen, Gaming-Videoen, alles das, was nicht mit Filmlife zu dienen wird, sind nicht auf diesem Channel drauf. Die sind alle auf dem anderen Channel. Von denen du die alle Sachen will gucken, da kann ich das machen. Und dann in Zukunft kommen du oder auch neue Sachen an eben so Sachen wie Datei kommen auf dem Channel an dem Filmlife. Der Tisch Teil, wo der gerade gesehen, könnt just nach Filmcontent, wann ihr stand nicht so interessiert, da sieht auf dem anderen Channel richtig. Und es sind aber schon gewesen. Du weißt, ich mache das nicht so oft, aber starten du einen Knopfruf für allem den Algorithmus möchte einem du Heinz dort zu schaffen. Der Tisch einfach wann der App es gesehen werde ich posten an der ging mal ein der lust mal einfach ein Like do dann hilft dat unwahrscheinlich einfach ein liken wann der richtig engagiert sie können doch ein delen aber wann der Sache gesehen Hut an der Hut irgendeine Kommentar dazu zu gehen irgendein topisch geht das muss nicht weltbewegendes sehen das muss nicht steifgründiges sehen aber wann den einfache Kommentar du lässt dann pusht den Algorithmus den Video schon an Blut weil sind wir mal ehrlich den richtige Spaß für Video zu machen als doch nimmen wann Leute auf der anderen Seite genauso viel Spaß beim Content tun aber genug Leute dazu Gesicht kriegen an den do River eben sein Feedback kriegt recht dann möchte das Video machen so richtig Spaß dann wir den richtigen Hype für das können mit großem Elan weiter zu machen es sind nach immer es sind ja das egal was so passiert es sind immer ob er Hölle wo gewesen du wenn der los ist Jahr 2025 einfach mal mit guter Laune an Motivation starten an dat gilt auf ihr denkt bei allem was der macht auch immer und ihr an der Gesundheit und das ist echt Zeit für euch selber wird weil es vergisst den sich selber mal ganz sehr an ja, das ist nicht so gesund und du wenn mal diese wieder wünschen wir dann in wunderschönen Jahr 2025 und an hoffentlich ein richtig geil Zeit und dann sehen wir uns an den zukünftigen Videos und Podcasten oder was auch immer guck doch eins du gerne ein Revue da stehen auch meine Reviews dran und du wenn da ja verabschiede ich mich und da sehen wir uns demnächst ciao.